Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Etwas reduziert, aber zwar hören wir den Mund ein bisschen auf. Ich danke, dass Sie alle gekommen sind, voll Courage. Ich hoffe, dass niemand es bereuen wird. Es gibt heute eine Präsentation, das slowenische Wort in Kärnten. Wir hatten vor einigen Tagen die Buchpräsentation von Robert Naed über sein neues Buch, über die Strategien der Germanisierung nach 1945. Hochinteressant, ich habe es in einem Zug gelesen, weil es auch gut geschrieben ist, also eine gute Übersetzung aus dem Englischen ist. Und ja, also kann ich nur empfehlen. Heute gibt es also Michael Dolinček aus meinen Erfahrungen als Dokumentarfilmer in Kärnten. Herr Dolinček, ich begrüße Sie herzlich und ich hoffe, Sie werden uns einen interessanten Abend bereiten. Der zweite Teil ist die Lesung aus der Satire Desetti Vinotok von Ferdinand Skok. Ferdinand Skok ist, glaube ich, 2018 gestorben, stimmt das? Ja. Ich hatte die Ehre, ihn persönlich noch kennenzulernen. Er war ja unter anderem auch in der österreichischen Botschaft in Moskau tätig. Nicht als Spion, sondern als Chauffeur. Und er war ein hochinteressanter Mann, der mit seinem Roman Der Heimat treu eigentlich ganz geschickt die Lesung Heimattreu ist gleich deutschnational quasi umgedreht hat. Und das ist eine hochinteressante Geschichte, die kann ich auch nur empfehlen. Ist gut zu lesen. So, jetzt höre ich aber auf. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie gekommen sind und ich bitte Herrn Dolinček um seine Worte. Dankeschön. Hvala lepa. Jaz ne vem, koliko je zdaj tu ljudi, ki razumejo slovensko. Jaz bom verjetno malo več slovensko govoril kot nemško. In sicer ta Dokumentation, diese Dokumentation heute ist eigentlich aus dem Jahr 2010, beziehungsweise die ursprüngliche Dokumentation aus 1995, aber darüber sage ich noch später mehr. Das ist jetzt eine Kombination zwischen dem Jugendchor des slowenischen Gymnasiums. Die haben 7 Songs, slowenische Lieder vorbereitet und dazwischen gibt es Ausschnitte aus der Dokumentation aus dem Jahr 95. Das ist eigentlich die einzige Dokumentation in diesem slowenisch-deutschsprachigen Raum von dem frühen Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg. Diese Dokumentation ist auch ab heute, ab 18 Uhr jetzt online auf YouTube zu finden. War bis jetzt nicht der Fall. Wurde nur einmal ausgestrahlt im slowenischen Fernsehen und jetzt werden wir diese halbstündige Sendung sehen, die auch vor kurzem im slowenischen Programm Dobodan Koroška ausgestrahlt wurde. Zgodnji srednji vek je čas velikih sprememb, bojev, preseljevanja narodov. Slovanska plemena se začnejo iz pradomovine Zakarpati premikati proti srednji Evropi in na Balkanski polotok. Alpski Slovani, predniki današnjih Slovencev, zasedajo svet od Kolpe in Tržaškega zaliva na jugu do Donave med Travno in Dunajem na severu, od Blatnega jezera na vzhodu do izvira Drave in do Soče na zahodu. Podvržejo porimljanjene prebivalce teh krajev. Mestni vrvež utihne. Seveda je slovanska naselitev redka. Dežela je gozdnata in močvirnata, pa tudi ljudi je še mnogo manj kot 1400 let kasneje. V bojih proti sosedom se morajo Slovani povezovati. Nastane plemenska kneževina Karantanija. Upravno središče te države je na Gosposvetskem polju. Okoli 100 let je kneževina samostojna. Nato pride pod Bavarsko in Frankovsko nad oblast. V bližini Krnskega gradu do 15. stoletja slavnostnim obredom ustoličujejo karantanske kneze in pozneje koroškega vojvodo.
Na knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec. Knezovi spremljevalci odgovarjajo na njegovo vprašanje. Kdo je ta, ki tako ponosno hodi? To je vojvoda dežele. Na to ustoličevalec. Ali je pravičen sodnik, ki išče blaginjo dežele in je vreden časti? Vreden je. Kmet vpraša. S kakšno pravico me bo odstranil z tega sedeža? Knezovi spremljevalci pa odvrnejo. Z denarji. In te živali bodo tvoje in s tem, v kar je vojvoda oblečen, in tudi tvojo hišo bo naredil svobodno. Na to ustoličevalec prepusti knezu mesto na knežjem kamnu. Borut je zadnji knez samostojne Karantanije. Ko ga Bavarci zaščitijo proti obrom, se mora podrediti njihovi in frankovski nadoblasti. Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir morata kot talca na bavarski dvor. Tam postaneta kristjana. Pozneje kot kneza utrjujeta krščanstvo v Karantaniji. 820. se Karantanci priključijo vstaji pod vodstvom Hrvata Ljudevita Posavskega. Franki se maščujejo tako, da domače kneze zamenjajo s frankovskimi grofi. Naš Gospod, sveti Kristus, iže jest valja. Karantanci so se podredili frankovski nadoblasti. Privoliti so morali tudi v sprejem krščanstva. Z misionarji pride v deželo pisana beseda. Tudi najstarejše nam znane zapise v slovenskem jeziku je napisala meniška roka. To so slavni brežinski spomeniki, ki so nastali v 10. stoletju na koroških tleh. Kruh naš vsedani daj nam danas in odpusti nam dolge naše, kakor ino mi odpuščamo našim dolžnikom, in v nas ne vpelaj v nednero izkušnjo, le nas reši od zlega. Amen. Tako imenovani celovški rokopis prihaja pravzaprav iz Rateč. Tam nekaj časa skupno delujejo duhovniki iz Marije na Zilji in iz Kranjske gore. V 14. stoletju na zadnjem listu mašne knjige zapišejo slovenske molitvene obrazce. Ko Rateče postanejo del fare Kranjska gora, je knjigo treba vrniti lastniku, fari Marija na Zilji. Le zadnji list ostane v Ratečah, od koder na Koroško pride šele mnogo kasneje. Roparski vpadi Turkov večkrat hudo prizadenejo podeželsko prebivalstvo, saj se je težko zaščititi pred konjenico, kjer ni utrdb in mestnih obzidij. Stoji tam gora, to je gora visoka.
spočiva, sekaj se ti unako. Neka zaboli srce, moj srce ranjeno, saj ona turka šel je, na turka zagovu. Prve natisnjene slovenske besede spominjajo na čas, ko so se kmetje branili proti krutosti zemljiških gospodov in so del nemške vojaške pesmi iz leta 1515. Z nekajletno zamudo v drugi polovici 16. stoletja reformacija najde odmev tudi pri Slovencih. Za kulturni razvoj ima to gibanje velik pomen, saj glavni nosilec slovenske reformacije, Dolenjec Primož Trubar, svojemu ljudstvu da prvo knjigo. Reformatorji menijo, da morajo tudi preprosti ljudje znati brati, saj želijo, da bi vsak sam prebiral Sveto pismo.
Jurij Dalmatin poskrbi za slovenski prevod Biblije, najpomembnejšo knjigo reformacije. Natisnejo jo na nemškem, k Slovencem jo pretihotapijo v sodih. Nekaj 100 izvodov pride tudi na Koroško. Tu sicer v času reformacije ni nobenega pisca, pa vendar se prav pri koroških Slovencih ohrani precej protestantskih knjig. Na Koroškem 1851. nastane društvo, ki želi preprosto ljudstvo navdušiti za branje. Pobudo za ustanovitev Mohorjevega društva dajo Andrej Einspieler, Anton Janežič in škof Slomšek. Po začetnih težavah društvu zares uspe podeželsko ljudstvo navdušiti za tiskano besedo. Obljube Slovencem pred plebiscitom leta 1920 so velikodušne. Die Kärntner Landesversammlung erklärt daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde, namens der von ihr vertretenen Bevölkerung, dass sie deren geistigem und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen lassen wird wie den deutschen Bewohnern des Landes. Večina slovenske inteligence mora po zmagi nemške Avstrije oditi v Jugoslavijo. Pred plebiscitom avstrijska in jugoslovanska stran delata močno propagando. Koroški deželni zbor obljublja, da se bo Slovencem v nemški Avstriji dobro godilo. Nur ein Menschenleben haben wir Zeit, diese Verführten zum Kärntnertum zurückzuführen. In der Lebensdauer einer Generation muss das Erziehungswerk vollendet sein. Das werden nicht die Behörden und Regierungen machen können. Das Kärntner Volk selbst muss es besorgen. Haus, Schule und Kirche müssen sich am Heilungswerk beteiligen.
Zdaj jezdi lep puveč, mladenič na velem šimeljču. Pokujta mi šimeljča, oj lena mlada šimeljca. Mi dva jo ne pokuvava, ker je sobota kvatrna. Sta prvo žrebu udarova, je prežavariva šimeljca. Jaz nisem mlada šimeljca, sem le tvoja kotrca. Zdaj pa bom porajžala, ne bova se več videla. Videl črn sem vlak, ki peljal izgnanstvo je, in soseda sem dom, kjer je tujec naselil se. Slovensko besedo, kruto škoren jo je teptal, in žico bodečo, kjer je človek izničil se. Videl otroške oči, v njih se je zrcalil strah, in zato mislil sem, da se vse mi spreminja v prah. Toda videl sem še ljudi, ki uprli se škornju so, in takrat sem spoznal, upanje naše še živo je. A čeprav skoraj že proti 12 gre. Videl v očih sem prezir, če Slovenec govoril je. Desniče sem trope in napise so trgale. Videl učilnico sem, bili otroci so tujci si, in zato mislil sem, da se vse mi spreminja v prah. Toda videl sem še tisoče, ki se uprli so,
I takrat sam spoznao, upanje naše še živo je, a čeprav skoraj že proti 12 gre. Skozi naše življenje vodi z nami trpljenje, marsikdo je za to že klonil glavo. Skozi naše življenje spremlja nas ponižanje, marsikdo je za to kot noj skril glavo. Toda še veliko nas je, nič strahu za obstajanje, misli pere na to, upanje naše še živo je, a čeprav skoraj že proti 12 gre. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Toda še veliko nas je, nič strahu za obstajanje, misli pere na to, upanje naše še živo je, a čeprav skoraj že proti 12 gre, proti 12 gre, proti 12 gre.
Ja, torej, moja naloga je, da se zahvalim torej, in čestitam Mihi Galičku za ta prispevek. Je toliko novost, ker kot vidite, se treba torej prilagoditi tehniki in je to prva naša preditev, ki je tako zvana torej online. Tudi zato ima zasluge Miha in se mu torej prav na tem mestu iskreno zahvaljujem. Miha Goliček ist ein Pionier des slowenischen Filmes in Kärnten. Ist quasi das, was die Mohorewa im 19. Jahrhundert war, die das Schrifttum, das slowenische, in slowenischer Sprache verbreitet hat. Und das ist auch ein Medium, der Film, der auch für die Slowenen neu war, vor allem neu war zu einer Zeit, als Miha Goliček noch jung war. Also er ist ein Pionier und ich glaube, es wäre jetzt ganz günstig, dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass er einige Worte sagt zu diesem Film. Ich finde, es ist der Film hat eine besondere Note, weil er imstande ist, Geschichte in einer Form zu vermitteln, die ja auch unter die Haut geht. Und da würde ich eben Micha gerne fragen, wer hatte die Idee, wer hatte das Drehbuch, wie ist es dazu gekommen und wann war das vor allem? Slovenska beseda na Koroškem, ja, schon lange her. Ich war damals als junger Student Ferialpraxis beim ORF als Tonassistent und dann habe ich irgendwie gemerkt, es hat damals auch ein paar Redakteure gegeben, die ältere Generation, die praktisch beim Kärntner Geschichtsverein anscheinend waren. Und da waren wir bei einer Ausstellung im Felsentheater, ich kann mich genau erinnern, ich war in der 2. Reihe, der Kameramann war in der 1. Reihe und da sagte der Redakteur zum Kameramann, das nicht aufnehmen. Es war eine Ausstellung über Völkerwanderung und dann habe ich genauer geschaut, warum. Dann habe ich irgendwie sogar gefragt, warum dürfen wir das nicht zeigen? Ja, das macht nichts, das ist nicht zum Zeigen. Ja? Und das war halt die Geschichte, wo die Alpenslawen praktisch im frühen Mittelalter Kärnten bzw. diesen Großraum besiedelt haben. Und das sollten die Kärntner nicht wissen. Weil die Kärntner Slowenen sollen ja eigentlich, oder die Kärntner Schüler, wenn man heute einen Kärntner Schüler fragt, oder vor 10 Jahren war das so, ab wann sind die Slowenen in Kärnten? Ja, Erster Weltkrieg. Heute würden sie vielleicht sagen 2015 mit den Migranten. So uniformiert sie und der Kärntner, so uniformiert sind sie und der Kärntner Geschichtsverein hat anscheinend nur diese Aufgabe, da waren Leute drinnen aus allen Meinungsbildern, praktisch von jedem Medien, Volkszeitung, Kleine Zeitung, Kronenzeitung oder wie die alle hießen, Kärntner Tageszeitung, die waren alle im Kärntner Geschichtsverein gebündelt. Der Kärntner Geschichtsverein hatte die Vereinsräume im Landesmuseum und das war praktisch der Zensor. Vielleicht, aber ich sage es so, ja. Ich habe dann auch gehört, zum Beispiel von Urban Jarnik, die haben Nachlässe aufgekauft von slowenischen Schriftstellern. Das heißt, Urban Jarnik zum Beispiel, ganz konkret, 1850 gibt es schon den Kärntner Geschichtsverein und die haben Nachlässe aufgekauft und dann verschwinden lassen. Das war die große Aufgabe vom Kärntner Geschichtsverein, einfach die Geschichte Kärntens neu zu schreiben oder so zu schreiben, damit es den Deutschsprachigen oder keine Ahnung wem passt. Und das war praktisch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, machen wir einen Film oder eine Dokumentation von den Anfängen, von der Besiedelung bis zum Zweiten Weltkrieg, weil ab dem Zweiten Weltkrieg gibt es dann genug Dokumentationen über die Kärntner Slowenen und ja, das war dann ein Projekt, ein 7-jähriges Projekt eigentlich. Das haben wir dann zusammen mit dem Regisseur Marian Sticker gemacht. Er hat das Drehbuch geschrieben. Die Vorlage war das Buch von Dr. Reginald Woschpanik und
war der Herausgeber, ja, das slowenische Wort in Kärnten. Es gibt da so ein dickes Buch praktisch und das war unsere Vorlage für die Dokumentation. Und die Dokumentation ist jetzt auch online abrufbar. Das haben wir 1995 gemacht, praktisch. Mein Spezialgebiet ist eher Fiction und Non-Fiction. Eine 34-teilige Kinderserie für der Branko Roška im Jahr 2008-2009 und dann ein Jahr später eine Jugendserie, weil das Problem war ja auch, oder ist es noch immer, wer schaut noch Fernsehen? Und da haben wir gesagt, für die Kinder gibt es ja gar nichts im Fernsehen. Und das war diese 34-teilige Kinderserie. Das hat auch RTV Slowenien übernommen dann. Und in Slowenien war praktisch diese Serie, wir haben das auch auf DVD gebrannt, war praktisch an 4. Stelle von den meistgesehenen in den Bibliotheken. Das heißt, die Bücher, die haben sich die DVD ausgeliehen und das war sozusagen an 4. Stelle damals. Es war eine sehr erfolgreiche Kinderserie und 2 Jahre später gleich die Jugendserie aus Ludmarsdorf, geschrieben von Desa Muk, das ist die bekannte Jugendautorin aus Slowenien, Desa Muk. Und das war auch ein sehr erfolgreiches Format, eine 10-teilige Jugendserie. Und das war sehr spannend, weil dann die Eltern angerufen haben, wann wird das endlich aufhören mit dieser Serie, weil die Kinder wollen die Kinder wollen am Sonntagnachmittag diese Serie sehen. Und dann später war noch diese Serie, oh, das ist was anderes, ja, das kommt später, eine Serie Alt trifft Jung. Das war auch sehr erfolgreich, so ein Straßenfeger, wo wir praktisch alten Leuten Begriffe von der heutigen Jugend vorgestellt haben oder vorgezeigt haben und die müssten dann erraten, was das ist oder für was die Jugend das verwendet. Und den Jungen haben wir Objekte aus der Kindheit der älteren Generation gezeigt. Und das war auch ein Straßenfeger. Da zum Beispiel haben wir so 90-Jährige zum McDonald's geführt oder zu Drive-In. Auch diese Serie gibt es dann online. Die waren praktisch das erste Mal im Leben im Drive-In und auch im Auto gegessen. Ja, aber die waren einmal und wahrscheinlich das letzte Mal bei McDonald's und haben gerätselt über süß-saure Soße. Und ob das Fisch ist oder Chicken oder Rindfleisch, haben sie nicht gewusst, wenn man einfach nicht schmeckt. Und die Jungen praktisch haben bekommen ein Rezept von der Oma, Sterz zum Beispiel zu machen. Und das war auch dann irgendwie sehr witzig. So, und dann seit dem Jahr 91 mache ich mit Jugendlichen des BG für Slowenien Kurzfilme, wo praktisch 13-, 14-Jährige Drehbücher schreiben und das wird dann verwirklicht. Und das entstehen professionelle Filme, hat auch der ORF ein paar übernommen, bis 2015, jetzt nicht mehr. Und da sind mindestens jedes Jahr so 150 Jugendliche, die mitarbeiten, mit 15 bis 20 Kurzfilmen. Das ist auch sehr erfolgreich, weil die Präsentation der Filme findet dann im größten Kinosaal in der Cinecity statt. So, will jemand noch was wissen zur Dokumentation? Ja, ist immer schön. Wir hatten ausgemacht, dass wir zweisprachige Diskussionen machen, wir Gespräche machen, aber im Hinblick darauf, dass manche schon gesagt haben, wir sollten es zeitlich kurz halten und weil ja noch ein dritter Teil folgt, spricht eben Micha jetzt nur in deutscher Sprache. So, okay. Den Hinweis mache ich trotzdem für die deutsche Sprache, weil Sie ja offensichtlich in der Einladung den Hinweis gesehen haben, dass aus gegebenem Anlass diese Einladung nur in deutscher Sprache erfolgt. Den Hinweis auf den gegebenen Anlass erspare ich mir, aber das hat schon auch eine gewisse Symbolik. Frage ist, welche Rolle spielt die Sprache, spielt Slowenisch in dem Film? Man muss ja dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, Micha ist der Pionier, mittlerweile ist er schon der Papst der slowenischen
Filme Wilde in Kärnten? Naja, Moment. Es gibt ja momentan sehr viele junge Filmer. Die Andrina Mračnička macht momentan einen sehr interessanten Film vor dem Verschwinden über die slowenische Sprache. Wird jetzt nächste Woche präsentiert, aber nur eine Vorabfilm im Vulfenia-Kino, und in einem Jahr kommt praktisch die Kinoversion vor dem Verschwinden über die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Dann Milena Olip, Sine Legibus zum Beispiel, ist auch eine sehr gute Dokumentation. Das ist alles in den letzten Jahren entstanden, und ich bin ja schon eher der Großvater von denen. Aber der Vorreiter wahrscheinlich nicht eine Idee gehabt hat und die anderen haben das... Zum Beispiel die Andrina Mračnička ist ja aus, unter Anführungszeichen, meiner Schule. Sie hat mit 15 Jahren praktisch auch, ist besser in einem Projekt, den ersten Film gemacht, und hat dann beim Haneke studiert und vor 2 Jahren den Mafoli-Film herausgebracht und jetzt eben diese wichtige Dokumentation über das Verschwinden der slowenischen Sprache. Jezik, to je slovenščina, kakšna vloga igra v teh filmih slovenščina? V splošno slovenščini, ja. To je das problem bil, da, naprimer, da Dober dan Koroška, da so vedno kazali pravzaprav mladina in otroci sploh niso bili prisotni na Dober dan Koroška. In zato je bila takrat potem ta iniciativa, da mladini damo možnost, da se mladina tudi vidi, da se tudi vidi v televiziji, in to je bil velik impuls za mladino, da vidi filme. Pravzaprav vsi mladinci doraščajo v nemškem okolju in z nemškimi televizijami, z nemškimi karkoli vse multimedijskimi programi. In zdaj na isto raven postaviti slovenščino, da lahko v slovenščini tudi komunicirajo, oziroma da v slovenščini tudi vidiš film, ki je nastal v tvoji okolici, naprimer tisti film Nepozabno poletje oziroma Nanizanka, ki je nastala v domačem okolju, v Bilčovcu, in to v slovenščini, to je bil že en velik impuls za slovenske mladince. In tudi Iskrica, tisti projekt se imenuje Iskrica, ki ga imamo na slovenski gimnaziji, to je tudi en impuls samo za mlade. Iz teh projektov se je, nekateri vedno rečejo mi, da je najmanj 50 ljudi se je odločilo, da grejo v to smer, v vizualno smer študirati. In to je ravno v tej starosti, 13, 14, 15, ko se odločajo, kaj bodo, iščejo, kaj bi delali, kaj bodo delali. In da je to že en velik impuls bil vedno, ta vizualna umetnost. Oziroma, ja. Da je Frizu. Und wenn Sie die Einladung sehen, dann ist Dialog sozusagen im Kontext mit verschiedenen Zeichen geschrieben, mit einer gewissen Bedeutung. Wir werden alle unsere Veranstaltungen, die zu dem Thema kommen, wahrscheinlich heuer nicht mehr, aber unter dem Begriff, unter dem Kürzel Dialog durchführen. Professor Bruckmüller, dem ich für die einleitenden Worte danke und auch für die Mitveranstaltung dieses Abends, hat bereits erwähnt, Ferdinand Skok ist überhaupt sehr vielen bekannt. Er ist ein Jauntaler und hat erst sozusagen seine Identität als Slowene sehr spät erfahren und hat dann umso vehementer sich dafür eingesetzt für die Rechte der Kärntner Slowenen, quasi als Nicht-Slowene. Und er hat das auch in Form Belletristik gemacht. Er hat mehrere Romane geschrieben, darunter einen der Heimatverräter zum Beispiel und viele andere. War auch sozusagen in gewisser Maße ein Vorbereiter einer Literaturgattung, die sich in Kärnten im Zusammenhang mit der Volksgruppenfrage entwickelt hat. Ferdinand Skok ist vor 2 Jahren oder 3 Jahren gestorben und das, was Sie jetzt hören, wurde vor 10 Jahren erstmals veröffentlicht in der Kleinen Zeitung. Also dieser Beitrag von Ferdinand Skok wurde in der Kleinen Zeitung vor 10 Jahren veröffentlicht
hat aber zum Fokus natürlich die Vorbereitung zur 100-Jahr-Feier, also das heißt 10 Jahre später, die wir eben jetzt begehen. Ich kommentiere das nicht. Ich danke Veronika Lesiak, die uns sonst ja immer musikalisch versorgt. Danke dafür, dass sie sich bereit erklärt hat, das zu lesen. Ich werde ihr assistieren, soweit es geht. Wir haben eine bestimmte Rollenaufteilung gemacht. Okay. Was ist dieser Tier? Kärnten 1920, 2020. Über einen Zwischenfall, der den 10. Oktober beinahe ins Gegenteil verkehrt hätte. Eine Satire von Ferdinand Skok. Deseti Vinodok. Amtsdirektor Kmetnik erhielt den Auftrag, zur 100. Wiederkehr der Volksabstimmung eine würdige Sonderausstellung zu gestalten. Dazu forderte er vom Archivdirektor Spalnik die Originalstimmzettel vom 10. Oktober 1920 an. Diese sollten als Beweis der ungeteilten Zugehörigkeit Kärntens zu Österreich das Herzstück der Ausstellung im Landhaus bilden. Alles war bereit. Da stürzte Spalnik unangemeldet, blass und vor Aufregung zitternd zum Amtsdirektor. Schrecklich, stotterte er immer wieder. Was ist passiert? Stehen die Slawen am Leugel? Noch schrecklicher. Die Stimmzettel. Stammelte der Archivar. Verschwunden? Kmetnik erblasste. Viel schlimmer. Vertauscht. Was heißt vertauscht? Mit denen vom Anschluss 1938? Oder wie? Endlich erlangte der Archivar etwas Ruhe, um zusammenhängend zu reden. Nein, die mit 99,7% Ja sind schon längst vernichtet. Ich meine, die Stimmzettel vom 10. Oktober, die liegen zu 1000 Stück verpackt und versiegelt in meinem Tresor, weiße und grüne. Auf jedem Paket klebt ein weißer oder ein grüner Zettel. Ja, ich kenne mich aus. Weiß für Österreich, grün für SHS. Warf der Amtsdirektor ein. Wozu regst dich dann auf? Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Spalnik heulte auf. Es ist umgekehrt. Die deutschen Stimmzettel waren grün und die slowenischen waren weiß. Die französischen Beobachter haben die Stimmzettel nach Farben sortiert und genauso verwechselt wie vorhin du. Franz, was redest du da? Die Franzosen haben ja nicht gezählt. Nein, das nicht, aber sie haben die Ergebnisse addiert. Plötzlich war es still. Kmetnik holte zitternd den selbstgebrannten hervor und schüttete beim ersten Glas daneben. Es roch stark nach Obstler. Bist du dir sicher? Er leerte sein Glas. Ich habe geahnt, dass du mir nicht glaubst, sagte Spalnik und öffnete die Tür. Langenthaler, kommen Sie herein mit dem Wagerl. Der Amtsdirektor stürzte sich auf die Pakete, zählte und setzte sich blass wieder hin. Ist gut, Langenthaler. Bringen Sie das Zeug zurück in den Keller. Ich komme gleich nach und sperre den Tresor wieder auf, befahl der Archivdirektor und setzte sich. Was machen wir jetzt? Vernichten, schlug der Amtsdirektor vor. Meine Bestände kommt nicht in Frage, empörte sich Spalnik. Wir verschweigen das ganz einfach. Das geht nicht. Die Kataloge sind schon gedruckt, sagte Kmetnik. Wir müssen den Landeshauptmann berichten. Wir? Das ist wohl deine Aufgabe, Amtsdirektor. Das soll der Amtsdiener machen, seufzte Kmetnik. Weißt du, was das heißt? Die beiden Herren überboten einander in ihren dunklen Vorstellungen. Halb Kärnten an den SHS-Staat, Spitalhauptstadt von Deutschkärnten, Barole, Klieberg, Velikowitz, alles slowenisch. Die deutsche Minderheit wird so lange gezählt, bis sie verschwindet. Amtssprache slowenisch, Anmeldepflicht zum Deutschunterricht. Der Talar als Währung. Wieso? Slowenien ist doch längst bei der EU. Na, hör mal auf. Der Amtsdirektor holte ein
Strano, du kannst Slowenisch? Für deinen Posten musst du unbedingt Slowenisch können. Mein Vater hat noch Windisch verstanden. Vielleicht erspare ich mir eine Prüfung. Sag das nie wieder. Windisch ist jetzt eine Beleidigung. Unsere Großväter haben damit die Slowenen in gute und schlechte geteilt. Stell dir vor, die machen das jetzt mit unseren Dialekten. Fehlerhabisch, Mülltalerisch, Gurtalerisch, Laufentalerisch, wie furchtbar, sagte Spalnik undeutlich. Wir bekommen so nie 25% für eine zweisprachige Ortstafel zusammen. Nicht einmal 10. Und wir haben für die Landtagswahlen längst die 10% Hürde eingeführt. Was heißt Archivdirektor auf Slowenisch? Fragte Spalnik nach einer Weile. Glaubst du, wir täten noch da sitzen? Die Intelligenz kommt als erstes weg, sagte der Amtsdirektor und machte eine abwertende Handbewegung. Na, dich täten's dann lassen. Ich bleibe nicht bei einem slowenischen Landeshauptmann. Franze, vergiss es. Schrecklich, was uns nach dem Krieg alles geblüht hätte. Aussiedelungen nach Sarajevo, noch mehr Verschleppungen und Erschießungen, alle sozialen Narzissten vor dem Militärgericht. Und die Slowenen hätten unsere zweisprachigen Ortstafeln gestürmt. Glaube ich nicht. Jugoslawien hat der Sieger keinen Staatsvertrag gehabt. Wir hätten nur slowenische Ortsbezeichnungen. Während die beiden Beamten immer tiefer in ihre düsteren Gedanken versanken, trat der Herr Landeshauptmann ein und schnüffelte. Gospod Dženik Glavar, stammelte Kmetnik und wollte aufstehen. Ach, die Herrenfreue, feiern schon, sagte der Landeshauptmann. Was höre ich da? Slowenischen Dienst? Das gibt Folgen. Amtsdirektor, ich entziehe dir das Du-Wort. Slowenien, wir sind jetzt in Slowenien, lallte Spalnik und blickte stur. So, das reicht. Wenn ihr morgen nüchtern seid, sprechen wir weiter. Der Amtsdirektor kam endlich hoch. Es ist etwas Schreckliches passiert, Herr Landeshauptmann. Furchtbar. Ich traue mich nicht. Franz, sag du es. Das. Er winkte ab. Kmetnik versuchte dem Landeshauptmann anzublicken und sagte ihm, der 10. Oktober heiße auf Slowenisch Deseti Vinotok. Wer hat die Slowenen zur Feier eingeladen? Umgekehrt. Kmetnik begann zu schluchzen. Laden uns die Slowenen dazu ein? Es ist schrecklich. Wir sind bei den Stimmzetteln auf einen furchtbaren Fehler gestoßen. Die Stimmen sind falsch zusammengezählt worden. Die Slowenen haben damals gewonnen. Er schneuzte sich laut. Das ist jetzt aber ein sehr dummer Scherz, sagte der Landeshauptmann, fiel in einen Besucherstuhl und verlangte nach Schnaps. Leider nein, ich habe es vorhin überprüft, sagte Kmetnik und füllte ihm ein Glas voll. Der Landeshauptmann leerte es in einem Zug. Nachdem er wieder ohne Nebengeräusche atmen konnte, räusperte er sich einige Male. Wir müssen es verschweigen. Wer weiß davon? Wir und der Langenthaler. Der Amtsdiener? Dann ist alles aus. Das war die einzige Posten, den die Slowenen bekommen haben. Ruft ihn her, aber schnell. Herbitten wäre jetzt besser, sagte Kmetnik leise. Amtsdirektor, die Aktion Kärnten wird einsprachig sofort abblasen. Jeder Ort zwischen Kötschach und Lavamünd bekommt eine zweisprachige Ortstafel, unten ganz klein in Deutsch. Und alle Wegweiser, Aufschriften und Hinweise sofort auf zweisprachig ändern. Wird sofort eingeleitet und bitte können wir den Posten des Amtsdieners um einige Gehaltsstufen aufwerten? Du glaubst doch selber nicht, dass der Langenthaler Amtsdiener bleibt. Der ist Jurist wie du, wird Amtsdirektor und du wirst Amtsdiener. Ja, eben deshalb. Aber die Regierung kommt sowieso nach Leibach. Da brauchen wir keinen Amtsdiener. Nach Ljubljana und in Klagenfurt am Wörthersee gibt es keinen Landeshauptmann mehr, sagte der Archivar. Selovec, na Troskem Jezeru, berichtigte ihn Kmetnik. Schrecklich.
Furchtbar. Der Landeshauptmann fragte erneut nach Schnaps. Als die Flasche geleert und der Raum gelüftet war, bat der Amtsdirektor den Amtsdiener zu sich. Dieser grüßte untertänig. Bitte, Herr Doktor, sagte der Landeshauptmann. Nehmen Sie doch Platz. Da voran, grüßte Kmetnik. Der Amtsdiener sah verängstigt von einem zum anderen und wagte endlich zu reden. Schrecklich, sagte er. Es ist etwas Furchtbares passiert. Bitte um Gnade. Aber, lieber Langenthaler, beruhigte der Landeshauptmann und legte dem Amtsdiener die Hand auf die Schulter. Ich darf doch du sagen. Wir wissen das bereits. Weißt du was? Vergessen wir das alles und niemand erfährt auch nur ein Wort davon. Wirklich? Das finde ich aber sehr nett. Danke, danke. Wofür bedanken Sie sich? Fragte der Archivar. Für die Freundlichkeit. Alles vergessen, nie geschehen. Na, war schon. Versuchte der Landeshauptmann herunterzuspielen. Die Stimmzettel der Volksabstimmung vom 10. Oktober, Desetiger Winotoka, warf der Amtsdirektor ein. Schwamm drüber, wir reden nicht mehr davon. Es gibt keine Stimmzettel vom 10. Oktober. Und aus, meinte der Landeshauptmann. Ja, wieso wissen Sie das bereits? Fragte der Amtsdiener verblüfft. Das Fahrzeug ist doch eben erst weggefahren. Welches Fahrzeug? Der Archivdirektor ahnte fürchterliches. Ich habe im Hof den Handwagen abgestellt, um mir einen Kaffee zu holen, da es im Keller keinen Kaffeeautomaten gibt. Inzwischen hat die Müllabfuhr mit ihrer Papierpresse die Stimmzettel vernichtet und zu Ballern gepresst. Ich dachte, die Herren wüssten es schon. Bitte um Milde. Die drei Herren zogen sich zu einer dringenden Beratung zurück. Vielleicht war der damalige Amtsdiener nur farbenblind, hörte man den Amtsdirektor sagen, bevor sich die Türe schloss. Nach dieser Sitzung wurde dem Amtsdiener mitgeteilt, dass im Kellerarchiv zur Feier des 10. Oktober eine gebrauchte Filterkaffeemaschine aufgestellt wird. Ja, es war das sozusagen eine Möglichkeit, den 10. Oktober Volksabstimmung zu feiern oder zu begehen oder daran zu erinnern, vielleicht nicht in einer sehr gewohnten Form, aber immerhin sozusagen ein Beitrag. Ich habe schon gesagt, wir werden mehrere solcher Veranstaltungen zum 10. Oktober 1920 machen. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund, Ostani Zdravi, Ostanimo Zdravi in der Prihodnic. Dankeschön.